Ich war nie an einem Team, wo ich Kind gewonnen habe. Ich meine, du hast halt Material nicht gehabt. Ganz denke am Mauer oder so, wenn es mit Monaco fährt oder so, es geht schnell und dann hast du direkt 340.000 €. Ne? Max Verstappen, das ist gut. Das ist ein guter Kollege für mich grundsätzlich. Das ist für mich den Karting immer gefahren. Wenn es wirklich Angst ist, dann fährst du eigentlich nicht. Ein Kollege von mir auf der Strecke gestorben, es ist 4 Mal. Wir haben halt 60 bis 80 Grad am Auto. Auch Momente, wo du siehst, wieso man das alles, du hast halt keinen Kandidatball. Es sind Sachen erreicht, was noch nie hier im Land erreicht wird, am Motorsport. So, nur langer Zeit sind wir zurück. Wie lange waren wir noch fortgekommen? Wir waren, ich gehe so von der Leschke vom abgeholt bis lo, als ein halbes Jahr bald vergangen. Also, ja. Wir zwischendurch noch 1-2 abgeholt gehabt, so normale gar, also keine Ahnung, pro Stück. Mit war wirklich ein halbes Jahr lang, waren wir am Hintergrund, so hunderte Kulissen, am Gang so mit verhandeln, mit ein grosses Medienhaus hier im Land wird nicht zu nennen. Aber was dabei rauskommt? Und dabei rauskommt als gut nice. Ja. Also die Sache war am Anfang, so als Idee war für, nein, zurückzukommen, wir hatten es ja vorher schon, das ist ja der Rest nicht. Neu versus traditionelle Medien. So, neue Medien aller Social Media, Podcasten, YouTube, so all die neuen Formate, pipapo. Die so übergroß momentan, während traditionell klassische Medien am Mengen an, ob man sonst Mengen an denen sich neu erfahren muss. Ich gucke am Anfang nicht mehr nach so Sachen auf YouTube, so Podcasten und das. Also guck, es gibt ja am Anfang, es gibt Zeitungen, da das halt wirklich so ein sterbendes Medium. Also die haben halt wirklich gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, die müssen sich neu erfahren. Rest in peace. Nee, vielleicht, das könnt ihr noch, also es gibt ja auch online so Sachen. Ja. Sind nicht tot, aber das ist eben nämlich so groß wie denke war. Radio selber schon auch da, das stirbt nicht aus, muss ich an Mengen an neu erfahren. So, weil es sind immer mehr Leute, die aktiv Radio lauschen. Du hast ja wohl noch ich gucke dich gerade, wie manchmal täglich. Wie wannst du am Auto lauschst, ja wohl noch an so Radio. Mehr aber so richtig aktiv Radio lauschen, die wenigsten Leute. Aber ich meine, hier am Land sind wir noch ein bisschen dran, vis-à-vis von zum Beispiel Amerika. Weil ich meine, dass auch die Firmen heute zu Lützeburg noch nicht so Potenzial von zum Beispiel einem Podcast gesehen. Ja, also das was ich eben gerade am Gang war, sozusagen, dass so die traditionellen Medien effektiv so sich müssen neu erfahren. Den Trend als effektiv so Podcast zum Beispiel, ohne also weil krass zu lernen, so, da gibt ja über viel, also genau hier im Land über viel guter. Wir sind Nummer 1 mit genau über viel guter. Das sowieso. Amerika gibt wirklich Podcasten, die kriegen mehr Views wie ganz Channel, also ganz Networks oder ganz Radiostationen. Und da können noch dabei, kannst du Podcasts wieder teilen, mit viel mehr geringen Kosten machen, wie bis wir waren gleich ja bei einem Medienhaus, wäre nicht zu nennen, was quasi das Monopol hier im Land hört. Daheim, also bei ihnen, voilà, invitiert. Aber das ist riesig, das ist ein riesiges Gebäude mit x Studien kann wie nennen. Was die viel laufen Kasten muss holen. Aber das, weil ich will so, das schuld, dass das nicht geklappt hat für sie, auf ja ist, weil es wäre einfach eine coole Kollaboration gewesen. Ja. Aber tatsächlich, wir sind nicht auf gegeneinander kommen. Also, es war auf alle Fälle mega interessant für zu lernen. Also, es war so die erste Kehr, wo wir zwei so ein bisschen so ein Business-Sache gemacht haben, so selber. Auch wenn du nicht hast, da können 4 Leute mehr noch manches gelernt. So, wir haben Kontrakte gesehen, wir haben Kontrakte nicht unterschrieben, wir haben Verhandlungen gemacht, war im Moment jedenfalls zählen wir alles, eine Dreieckskollaboration hat so zustande gekommen. Also, es war eine große Sache geplant. Wir waren da, wie gesagt, ein halbes Jahr am Gang, mal gucken, dann hier und da. Also sind da, wie du siehst, nicht, ob wir gemeinsam miteinander kommen. Es schuld für alles, schuld für sie, schuld für die Verein. Aber wir machen jetzt weiter für nichts. Aber das ist egal, wir machen das für das Gast. Also wenn ihr als will sponsoren, also sie sind immer willkommen. Ja, und merci für wenn ihr guckt, wir appreciaten alles. Ja, und ja, apropos Nummer 1, Podcast, wir haben heute nach einer anderen Nummer 1. Wir haben heute den Nummer 1, gebe ich so, einen Motorsportler hier am
am Land, den Dylan Pereira. Bonjour, bonjour. Salut. Moin, all gut? Du hast gerade dick so sehr no gelauscht, das sind halt kein Gewinn. Ja, ja. So als anderer Gast, so ein Bruder, weißt du, so all die Künstler, die lauschen gar nicht no. Ja, mal, ich muss gucken, ob er professionell ist oder nicht. Ja. Das ist so Wärst schon gegangen, wenn nicht okay gewesen. Ja, und direkt. Die ist das noch an der Reihe. Ja, alles gut. Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich meine, sie so und dann nur noch Ja, ein bisschen dazu mehr kommen wir dazu. noch. Ja. Ja, ich stelle mich hier, ich meine, wer mich noch nicht kennt, ich bin 24 Jahre alt. Ich mache Motorsport seit 20 Jahren lang schon, also mit 4 Jahren, weil ich gehe am Kartsport in NRW. Das ist so cool. Also schon ganz jung. Dann mit 10 eigentlich meine ich Kompetitionen und voilà. Und lo seit 4, 5 Jahren das eigentlich professionell. Also ist das normal, dass ich so früh anfange oder was du exzeptionell früh? Es geht immer Männer ein bisschen. Ich meine, ich fange immer an, so mit 7, 8 Jahren grundsätzlich anzufangen und da ist auch da, so richtig in Kompetition kannst machen. Von daher ja, fängst du eigentlich frei an am Kartsport, so deine Erfahrungen zu sammeln, weil das du so bei der Sprache selber, wenn du klein warst, das lehrst, dann geht das direkt an. Ja. Genau selber, dass dann auf eine Basis aufzubauen am Motorsport. Sind auch verschiedene, die mehr später kommen, aber wenn du mehr spät wie 10, 12 Jahre rausspringst, dann ist es schon schwer. Ja. Okay, Hast du am Anfang so ein kleines Auto, so ein elektrisches, wo du kannst mit seiner Pedal fahren? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ich meine schon. Ich wollte immer so, ich gut nicht so. Wärst du Auto? Ja, ich hatte so immerhin, ja, sicherlich, ich meine, alles, was Motorsport ist, oder so in so rollt, hatte ich immer. Von daher, ja, war bestimmt immer cool. Das bei dir in der Familie? Mein Pap, den hat ein bisschen gefahren, Kartsport, aber nicht großes. Für Nationalsachen oder als Lorraine Championat Frankreich do Sache gefahren, aber pro Kurs noch gewonnen, aber lo nicht großes zumindest. Okay. Und hier nicht mit 4 Jahren an den Auto gesagt, geil was. Ja, genau. Also grundsätzlich ich da gesagt, dann probiert, dann ich kann mich nicht erinnern, ob ich den Moment das gerne hatte oder nicht. Wahrscheinlich schon, das hätte ich wahrscheinlich gekrascht oder ich weiß das nicht. Das ist übergeil, mit 4 Jahren das Auto zu fahren. Ein kleiner Raudi. Ja, war witzig. Ich weiß, dass ich alles Sondes war mal vorhin, als Monat auf der Strecke. Von daher, ja, viel Erfahrung, wie ich dann halt so 7, 8 Jahre hatte und dann meine ich eine Karte gekriegt und dann sind wir dann echt L'Orange und so weiter vorgegangen. Dein eigene Privatauto oder also dein Privat, ne? Ja, also da ja, also die ganze Karriere anfangen. Eine ganze Karriere ist definitiv mega teuer. Also Motorsport fand du nicht irgendetwas bisschen auf der Seite, also irgendein, wo du kannst, wo du Geld finanzieren kann. Also es ist ganz schwer anzufangen. Von daher angeht immer mehr teuer. Also ich meine, das ist eigentlich lieber Zölle nicht, das ist nicht immer das Beste. Mehr grundsätzlich. Können alle rauspiepsen, was du willst. Nee. Grundsätzlich mehr wie in normalen Mindestgehalt geht schon drauf. Okay. Ob was? Option. 4 was? Dingens für Geräte und für Kaffee von. Karte, okay. Der Rest geht mehr da. Geil, ich war so, hey, kostet nicht so viel. Also die ganze Karte kostet so mittlerweile so um die 15.000 Euro E-Karte für Kompetitionskarte. Okay. Und dann bezahlst du ungefähr pro Kurs so mittlerweile um die 18 bis 20.000 Euro, wenn du 4 willst mit beifahren. Für pro Kurs? Boah, liegt da, ja. Ja, pro Kurs, ja. Also, für Motze fahren? Für Motze fahren, ja. Aber was gewinnst du, wenn du gewinnst? Nicht. Wie viel ist du da Mott? Pay that man. Ja, das so. Ich meine, den Sponsoren am Endeffekt am Kartsport hast du meistens nicht, außer verschiedene, wo dann schon Kontrakte haben mit Formel-1-Teams, wo sie dann von oben abzählen. Aber sonst hast du eigentlich den Sponsoren oder den Älteren oder irgendeinen Bekannten, wo du kannst, wie das alles müsst. Also für mich war mein Team, wo ich war, angefangen und 3.000 Euro pro Kurs. Und das Vergleich halt die anderen, wo dann Demos, also 13.000, 14.000 pro Kurs bezahlt haben. Ja, muss ich einfach kämpfen. Das ist dadurch, wenn du Fußballspieler gehst, du darfst nie trainieren, du darfst nie Ball packen, das ist ein Match, man, und die anderen dürfen halt von der besten Schwung und besten
chinesische best Trainerin alles und dann so fängt erwähnt das eigentlich dick schwer anzufangen. Aber wenn ich war die echt Kehr, wo sie so gemerkt hast, okay, ich bin gut halt dran, also ich kann ein schwer zu sagen, ich meine grundsätzlich für 3 Jahre vielleicht. Schon 3 Jahre. Ja, also ich meine, das ist halt ein Problem, dass du 4 Sachen, du musst halt Sachen am Kachsport, okay, ich die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft matt gefahren, ich war nie an einem Team, wo ich kein gewonnen habe. Ich meine, du hast halt Material nicht gehabt, dann du hast halt einen Unterschied von die anderen Kraft, die Karte all Weekend, kriegen sie neuen. Und ich bin 1 oder 2 Saison damit gefahren. Und dann ist es selbst, wenn du dieselbe Stimmung hast, ich meine, irgendwann geht Lasche dran, dann selbst auf meine Karte, den schafft nicht mit selbst. Dann du hast halt den letzten Detail, 1-2 Zinkte pro Tour, was gar nicht ist, theoretisch, aber im Motorsport viel ist, verlierst du halt durch. Und das ist halt ein bisschen das größte Problem eigentlich. Okay, warte. Hallo, müsst du suchen? Eigentlich nicht, ne. Ich meine, ich bin noch schon weit dabei. Ich bin noch 4 mal bei den höchsten Niveau dabei. Auch Weltmeisterschaft letztes Jahr, der WC, Zweitplatz und Le Mans auch Zweitplatz. Ich meine, WC habe ich ein bisschen so gemacht, ja. Restlos Supercup das Jahr, ein Karrierecup eigentlich nicht. Ne. wie kann das sein? Das so. Da sind da so viel zu an dem Ding. Ja, das ist ein Ding. Wenn ich mich Sponsoren alle habe, okay, ich gewinne halt durch da mehr mein Salär. Und das ist halt, wo ich mich so gewinne, sozusagen, weil meine Sponsoren coverieren normalerweise bald alles, weil ich WC da brauche. Solange ich nicht zu viel Kasse bin oder so. Das kann auch immer geschehen. Also auch wenn ich direkt ganz denke am Mauer oder so, wenn es mit Monaco fährt oder so, es geht schnell und dann hast du direkt 3-4 Euro. Ne? So. Das ist das Problem. Und dann, wenn du das nicht abkalkulierst für den Sponsoren hier, also nicht einfach. Das ist einfach mehr Angst um den Auto. Wenn du wirklich Angst hast, dann fährst du eigentlich nicht. Also von daher, du guckst von mir aus, das ist selber um mich, denke ich nie daran. Ein Auto, Saison, wo ich definitiv muss dran denken, weil ich einfach das Budget nicht habe. Das Jahr ist das ein bisschen mehr okay. Ich meine, da sind mich bewiesen, ich kriege bessere Preise bei den Teams, die einen anderen Sponsor, wo mich, ein Team mit Sponsor, wo das dann auch überall, ich eine Menge dabei und dann geht das halt und dann kannst du mich frei fahren, weil doch einfach die Performance auch dann noch beeinflusst. Man hast du gesehen auf deiner Website, du hast dick viele Sponsoren, aber ist das normal, ja? Wenn du so ein bisschen etabliert bist? Das ist immer ein bisschen anders. Ich meine, bei mir ist es so, dass ich ein bisschen überall gefreut habe, weil das die einzige Möglichkeit war für mich, wo ich mein Sport konnte machen. Das ist einfach viele Teams, wo dann große Sponsoren oder viele Fahrer, wo große Sponsoren haben. Ich hätte nicht erkannt. Aber es geht einfach nicht, also zumindest hier im Land für mich, also ganz, ganz schwer ihn so zu finden. Ich war bei großen Firmen, aber null Interesse. Okay. Meistens kannst du so, ja, Motorsport ist gefährlich oder so, und wenn es nicht, ich meine, wenn du Fußball spielst, brichst du mehr oft ab als wie ein Motorsport, mega mehr noch. Aber bon, das ist halt so, und ich meine, du wenn's für mich, sind ich gegangen, okay, was für ein Connection sind ich, was für ein Leute kenne ich, und über die Leute und ich dann andere Leute kennengelernt, und haben wir dann mehr Sponsor Crew, dann, ich meine, für eure Sponsor ist mehr einfach 5.000 Euro zu gehen, wie einfach 100.000 Euro zu investieren. Und auch für mich, also eine Aufsicherung, falls so wie Covid zum Beispiel kommt, dann kommen verschiedene Sponsor so, heute geht nicht mehr, wir haben viel verlost, wir können dann nicht, wenn 2-3 Stück aufsprangen, also nicht schlimm, wie wenn ich nicht mehr 3-4 Stück und dann 2 davon aufsprangen. Also von daher war es für mich durch Covid-Zeit schwer gehen, definitiv, viel aufgesprungen, aber trotzdem machbar in die Saison aber zu machen. Das heißt, du fährst ja Porsche Supercup, das geil. Ich bin nicht so ein Profi mehr. Sind da alt Auto nämlich? Also das ist nicht so wie an der Formel 1. Sind da alle den nämlichen Auto? Ich fahre Porsche Supercup, auch Carrera Cup Deutschland, das ist eigentlich die zweimal dieselben Auto vom Modell her. Du hast halt alle Autos selbst, theoretisch. Also das ist immer selbst, wenn du, keine Ahnung, kies irgendein Porsche und du sehen und du hast immer Probleme, du hast nie Probleme, okay, weißt du? Und genau, und dann ist ein hat 2-3 Pad mehr, den anderen, und das ist immer eine Toleranz, weil du einfach von Maschinen zusammengebaut hast. Und das Chassis schafft was, ein anderer schafft was, und das halt, wenn es ein großes Team was du darum, die viel hast, wie auch am Karsport,
mehr das ist wirklich auch nicht so ein großen Unterschied wie am Carsport. Carsport ist großen Unterschied. Wenn du da gewinnst, bist du wirklich der beste Fahrer. Theoretisch schon, ja. Okay. Also du musst halt, du musst halt gucken, dass du die Ausstellung von dem Auto so hinkriegst, wie das es für dich passt, für die Streckkonditionen passt. Ich meine, auch von 10 Grad Unterschied auf der Strecke, dann hast du schon ein anderes Setup, wo du musst fahren. Auch der Janus, der erste Bremsen oder mehr Spätbremsen, die wir an der Bremsbalance fahren. Also von daher musst du dich immer adaptieren. Man kann sehen, dass du okay, die erste Kurs das Jahr gewonnen. Ich kann sehen, dass ich nächstes Jahr für Deutschmeisterschaft auf derselben Strecke fahre. Aber ich kann sehen, dass das gar nicht funktioniert, weil einfach vom Setup her und von den Temperaturen her, von dem Gummi, wo auf der Piste ist, einfach gar nicht so selbig ist. Geht es dann von Doping, beziehungsweise also kann ich so ein Auto, weißt du, so irgendwie nach so insgeheim Doping von einem Menschen und also Doping von Auto. Genau. Ja, also ich meine, kannst ein Auto-Tuning sozusagen machen, mit das nicht. Also wird alles kontrolliert. Ich meine, letztes Jahr zum Beispiel auch ein Tier von mir vom Auto rausgeholt und die aufgewiesen, zu gucken, ob sie da irgendwas gemacht haben, aus dem mir liegt oder so. Von daher, also es geht schon bei uns am Porsche Cup, wenn es alles was Cup-Kurse sind, also die Menschen immer dann dieselbe Auto. Okay. Und da ist eigentlich wirklich alles kontrolliert. Und zum Beispiel beim Supercup an, da geht es wirklich von 4 bis an Benzin bis Steuergerät, bis Gewicht vom Auto, bis Gewicht vom Fahrer, geht alles permanent kontrolliert. Geht da Preisgeld, wenn du da gewinnst, wie ja, kriegst du da? Kriegst du die oder die Equipe? Preis, ich denke mal so auf, geht schon Preisgeld, ich meine bis Top 15. Okay. Bon, wenn du wirklich Kurs mit selber bezahlen, dann geht der Preisgeld nicht durch. Von daher, und dann ist meistens ein Kontrakt, wo 50-50 ist. Das ist an von mir auch 50% geht von dir und 50% dann die Equipe. Und die Equipe. Okay. Ich denke immer auf, fest für Kontrakt, wenn du gut dealen kannst, dann kannst du vielleicht... Manager? Also schon an mein Papa läuft man dementsprechend für alles sponsormäßig und alles Pflicht also weiter bis zu organisieren. Manager selber sind ich am Gespräch definitiv. Ich meine, ich muss das Jahr Top 3 in den beiden Meisterschaften fahren, dann hält mich an sein Programm ran. Okay. Und dann ab da sind wir dann wahrscheinlich dann mehr Kontakt. Hilft mal am Moment ein bisschen. Ja, auch nicht so viel. Okay. So als Advisor ein bisschen. Du brauchst halt am Motorsport schon den Manager länger mit weil es einfach, du brauchst Connections, so wie überall am Leben. Sport, also auch, generell am Leben, ja. Gerade am Sport, meine ich, weil du sollst ja am Funk konzentriert sein auf den Sport. Und da waren effektiv in einer Expertise wird für die ganze Management zu überholen. Du musst halt gucken, du musst mal schiefrennen Kaffee trinken, mal schiefrennen essen gehen. Ich meine, auch mit meinen Sponsoren muss ich halt auch am Band mal machen, Martine Schwarze gehen, wie Ware, dann auch einen neuen Kontrakt zu machen und so weiter. Du musst Zeit investieren, also ganz verwandt aus definitiv auch Vorbereitung für den Tür oder no. Ja. Und voilà, und du wennst du musst für mich den Manager holen, weil die einfach die Kontakte hat. Zum Beispiel, wenn irgendein Teamchef von Ferrari Wirk kennt, wisst ihr, an dem Sinn dann ist es viel mehr einfach, meinen Namen dann daran zu setzen. Wie wenn ich muss gucken, probieren oder über Internet zu sichern, dann E-Mail oder Instagram schreiben. Auch so, weil ich noch so Dealer schon gut, weil ich durch Instagram oder so durch Kontakt abgeholt und ich meine, wenn es viele Follower ist oder so, dann antwortet die mich nicht. Mit dem dürfst du halt nicht abgeben, Menge mehr nur. Also, wenn du hinten 5.000 Mal schreibst, irgendwann gesehen es schon. Ich wollte genau das fragen. Am Anfang, wie wichtig ist es, bei diesem Anfang schon geantwortet, vielleicht ist noch ein anderen Input dazu. Wie wichtig ist es, so Social Media Präsenz an dein Charakter, so alles für den Karriere? Also ich meine, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, das ist halt, wie der Vierter noch schon gesagt hat, dass immer soziale Medien, YouTube, alles immer mehr geht. Ich meine, das Jahr von mit allen Fuß, ich meine, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, allen Fuß mit dem Auto hier. Von daher, die mache ich auch ganz viel YouTube-mäßig. Ich meine, die haben 2-3 Kanäle. Jo, also 2-3 Kanäle von YouTube. Hier, ich meine, du warst auch für mich frei. Ich meine, wir machen da auch so ein bisschen wie formulieren eine Serie rausgebracht. Wie nennen das? Drive to Survive, ja.
das probieren wir das ja ein bisschen zu machen, Martinen, von daher. Das ist cool, ich meine, das ist cool, dass sie das Medien machen. Ich meine, auch bei mir, ich merke die Alkes und jeden aufs Posten, dass das bei mir auch einen Einfluss hat, bei meinen sozialen Medien. Anders, ich meine, das ist einfach ganz einfach. Du hast viel Fahrer, die schnell sind. Wenn aber ein Wirksfahrer ist auch eine Marketingperson. Also ich meine, du musst halt die Marke von dem Auto halt gut repräsentieren. Du musst dann gut ausgesehen, du siehst halt nicht wie Strummer ausgesehen oder so. Voilà, von daher, das aber so. Ich meine, das ist ein Fahrer ist einfach ein komplett alles, ein Gesamtbild. Ich meine, mir war doch überhölft für dich, also dass ein Auto rosa ist. So. Auch, also das ist gerade ein Ziel von dem Sponsor gewesen. Selling point. Genau. So. Wir sind direkt so, dem rosa Auto. Genau, also das ist grundsätzlich, Schifrin hast du für 3-4 Jahre als BWT gekommen vom Linz und so dann hey, wieso rosa, keine Ahnung, weil Motorsport auch rosa, keine Ahnung, könnten nicht so zusammen, genau das war es. Ich meine, du musst etwas anderes das mal wie all die anderen und Schifrin hat drüber geschwart und von daher ist alles gut, ja. Von daher, ich meine, das ist genau das, was sie erwarten, davon noch eigentlich auch Hickrouten, meiner Meinung. An meiner Meinung auch. Ja. Just noch eine Sache, und dann haben wir über Business-Sachen zu schwätzen. Ich will just noch das Business-Modell so verstehen, von der ganzen Szene. Das heißt, zu kommen ran am Anfang durch Sponsoren, Geld für allem. Und du kriegst dann effektiv also lo Entretonpreis Geld, wenn ich richtig verstanden habe, das geht da 50-50 noch ungefähr und dein Team an und durch. Wer Revenue könnt noch ran, also Ziel nicht just Sponsoren, aber dann ist es noch grundsätzlich das nimmt das. Also über Zuschauer wahrscheinlich, über Sender. Ich meine, für Sender und so weiter, die kriegen halt selber so ran, Zuschauer kriegen halt Strecke ran, weil die Menschen müssen halt, die Strecke muss sie bezahlen, das vom Land Wiener können, außer Monaco. Von daher, die bezahlen vom Land, okay, haben so viel, da kommt er bei uns und dann müssen sie halt mit den Leuten tun und kriegen. Das ist halt sagt an mir und Udo gut nicht. Ich meine, wir bezahlen als dem Team. Ein Team bezahlt halt den Ausschreibungen und so weiter vom Dingen, also vom Land sozusagen am Supercup und voilà, wir haben halt Preisgelder für Porsche selber, wo halt Sponsoren für sie selber haben, wo sie dann Preisgelder machen. Aber ich meine, das ist nicht viel. Ich meine, wenn ihr da im Fernsehen gesagt habt, das ist der groß, so dass die Fahrer, wenn sie so gut bezahlt sind. Ne? Bei Formel 1 dann. Ja, weil so das ist halt das Unterschied. Ich meine, Formel 1 ist halt in Mediapräsent von mir aus. Skifree kann Formel 1, egal ob es Motorsport begeistert ist oder nicht. An die anderen Sportarten nicht. Also Porsche Cup, obwohl der Niveau halt auch so hoch ist. Ich meine, Max Verstappen ist sehr gut. Das ist ein guter Kollege von mir grundsätzlich. Das wir sind Karting immer gefahren. Ich bin nicht Big Friends, dass ich dort so und dass ich alle hab's mit ihm holen. Also, ich kann ihn, aber von daher Schwarzmacht und so also. Und das ist einfach, ich fahre eigentlich auch mal Porsche Cup mit, also bei so einem Training oder so, weil halt sein Papa will immer mehr an Porsche Cup rankommen, für Endurance-Kursen zu machen und ich fahre eigentlich so mit. Und ich kann da so, und am Anfang war gut nicht, ne? Also mittlerweile könnte nur drin, mehr aber auch nicht. Also ich meine, besser wie am Porsche Cup, ja, weil ich einfach all Tag am Auto sitze, das kann sein. Ich meine, dass wenn du all darauf müsst, dann kann den anderen kommen, was du willst. Und Motorsport ist Motorsport, das ist ein komplett anderes Auto. Wenn ich an Formel 1 gehe, ich meine, ich bin nicht los, ich brauche meine Zeit für mich zu adaptieren. Voilà, und das ist ganz einfach. Ich meine, warst du schon Formel 1 Auto gefahren? Formel 1 nicht, aber so Formel wo ein Auto schon. Ja, also vom Renault 2 Liter sind ich gefahren, Training so, aber dann nur halt schnell dir Zeuge mal, weil du einfach budgetmäßig einfach überdrüber hast. Das heißt, wäre möglich für dich da hinzukommen? Oder was sind deine Ziele? Wenn ich tun hat, ja. Das heißt, geht nicht mehr suchen? Theoretisch schon. Okay, cool. Das heißt, von den Skills hier, also, wäre möglich? Skills, ja, kein Problem. Das ist halt, alles ist budgetmäßig und marketingmäßig, was du halt rausbringst. Okay. Ich meine, die Menschen, die, wie ich Fedor schon gesagt habe, vom Kartsport schon gehen sie abgezogen. Und da sieht halt schon Red Bull Academy oder Renault Academy, Ferrari Academy oder so. Und dann von dort aus gehen sie dann aufgezogen und da sind sie da.
das heißt, also es gibt ja Formel 1, Formel 2. Formel 3. Wie also als kann denn da so gliedern ein bisschen ja das ist ganz egal ich meine sie verschiedener wie den Hartley wo Porsche LMP1 Programm rübergegangen als direkt dort vom Lehn mir grundsätzlich für sein dann Formel 3 Formel 2 vom Lehn das ja die Last Steps wissen muss wir können aber vom Karting wo es dann halt Robschraus alle Kategorie und dann halt Formel 4 vielleicht sagen muss Serie und dann Formel 3, Formel 2 an Nachbar. Das schon Ziel aber ja, wenn man aber Max Verstappen guckt zum Beispiel kannst du von Formel 3 aus in die Reihe an Formel 1 kommen. Also es gibt von alles ein bisschen an, das ist einfach, wie ich ja vorher schon gesehen habe, wann das Budget passt, wann der Nummer passt, wann Marketing passt. Anfang bei dir, ich mache eine Prognose. Dein Nummer passt, dein Marketing passt, den Social Media Präsenz passt. TikTok. Ja, eben, schon gesehen. Ich habe mal kein TikTok schon gesehen. Das heißt, es fehlt just nach Anfang der Budget. Das heißt, muss am Anfang just nach der Richtung auf den Job gehen. Ja, ich hoffe. Okay. Das recht ist mir, das grundsätzlich nach mir. Ich meine, Budget ist enorm, was gefragt ist. Ich kann an den Gang gehen, sozusagen. Ich meine, wenn sie dann vom Lehn kommen, dass wir öffentlich eigentlich, dass du verschiedene Vorräte die 80 Millionen gebraucht für das Jahr. Also von daher. Wie Vorrat und die Brust? Ja, also. Für das sind da ein Team vor können. War der Tisch da gehen sie aber auch bezahlt. Nicht alle. Ich meine, vielleicht 7 bis 10 Vorrat maximal. Ich meine, 7 Vorrat maximal gehen dann vom Lehn bezahlt für dort zu sein. Okay. Der Rest mussten zu immer abbringen. Krass. Froh, ruhig. Aber das ist zum Beispiel Latifi an Aston Martin, dann Stroll, ja. Stroll, ja. Genau. Ja, das sind halt vor, wo... Kannst du einfach wiederholen, das ist für die Leute. Also... Das ist nämlich so, dass du es viel Milliardärs kann man nicht ersetzen. Das ist auch eine Kritik davon, dass er von denen die Kurier gehört, dass der von den jungen Fuhrer los sind, weil er anders von den Budgets... Also nein, für das die Leute hören. Du hast viel jung Milliardärs, Kanner, die Fuhren am Formel 1, wo ganz viel Kritik ist, weil die Kompetenzen empfangen. Nicht durchgehen für dort zu fahren. Also fahren aber, weil der Papa ein Investor ist. Okay. Das ist ja los, den Russ, den nicht rauskommt. Matzpin, also rausgegangen, wenn es einen ganzen Krieg von einem Moment an, wenn sein Papa hat halt Relationen am Kremling halt. Und hier ist das, ja, dürfen sie vom Lehn möchte marketingmäßig ist das dann nicht matt für, dass sie das machen. Von daher, alle Russen müssten eigentlich schon motorsportisch, also müssten etwas schreiben, dass sie nicht in der russischen Flagge von kein National heben und Podium werden. Also ich kann viel von den Menschen nicht in der Schreibe, weil einfach im Mann das ein großes Problem wie sonst. Okay, ja. Aber kannst du auch die Formel 1 vor? Also du Verstappen kannst du ja, so andere? Ich meine, wenn ich so abzähle, die mit mir Karting gefahren sind halt falsche von dem Feld. Also, aber ich habe Connections mit denen Hunden oder so, also besonders. Ich meine, wenn ich mal gesehen habe, dass wo mich auch immer kann, dass Max der Rest wahrscheinlich nicht. Das ist wie auch so, sind chill. Das muss einen Unterschied machen, wenn am Formel 1 Weekend das oder halt privat oder so. Also ich meine, vom Formel 1 Weekend kriegst du kein Wort raus und Rest dann nur, wenn privat ist oder so, das ist kein Problem. Das hat ein Matter und leicht geworden. Da war noch ein paar Tipps gefragt, für Porsche zu fahren und so. Von daher, also da ist ziemlich cool und auch eine normale Person. Ich meine, wie ich auch, viele Leute von mir schreiben, so, wow, cool, dass du mal antwortest, wenn es da, hatte ich nie gedurcht oder so. Das ist ganz normal. Ich meine, ich bin ein bisschen mehr bekannt vielleicht, aber auch nicht... so wie mir, du hast das auch geantwortet. Ja, ich bin auch geantwortet, direkt, ja. Das war aber wirklich eine nächste Massage, also so schön geschrieben und das so erklärt. Du warst so, was ist das? Was ist das? Ja, boah, das öfters nicht so viel Zeit, wenn ich manchmal schnell antworte oder so. Von daher, also mal kurz und knapp. Kannst du mir das erklären? So war das. Genau. Kannst du mir das erklären? Genau, von daher, hast du ja gut erklärt, das wäre schon toll. Ich muss Philipp ein Handy geben. Philipp, kannst du mir gefallen, Mann?
Hängt von der Fahrt. Maschine wie ein Feuer, dann ich kann einen Chauffeur gebrauchen. Ich wie dein Taxichauffeur. Und sowieso, ist dein Auto dann nicht bei AXA versichert? Ja, am Anfang Chauffeur, wa? Man an der Autosassurance von AXA hast du den Joker-Taxi mal dran. Wo du 3 Mal am Jahr kannst du anrufen und da schicken sie dir ein Taxi, wenn du nicht mehr am Zustand passt zu fahren. Ah, das ist gut zu wissen, dass du mehr sind mit 3 Kollegen, oder? Aber das ist ganz schlimm, weil den Kollegen, die können noch mal am Taxi mitfahren und die gehen dann bei sich daheim aufgesagt. Ah, cool. Das ist, was hast du dem Max für Tipps geben? Ah ja. Grundsätzlich, ich meine, sie haben halt Tire-Warmers gehabt, wo das ja an der Formel noch anders ist, als die ja, das ja dürfen sie nicht mehr 60 Grad Temperaturen bringen, 490 und die brauchen die 80, 90 für Optimaltemperatur zu haben. Wenn es gedacht am Anfang, dass sie ein bisschen Nation Tour oder ich prokieren, strugglen, an mir 100 nicht, wir haben ganz gerade, dass ich mir fangen genommen hat, dem wir 5 bis 10 Grad Pneumentemperatur und muss nicht abbauen, was dann 1-2 Tier dauert. Das ist nämlich so viel Unterschied. Ja, enorm. Also die echt Tier, wenn du zum Beispiel Endurance-Kursen oder so, also auch, du musst einen Pitstop, du hast kalte Pneu, da verlierst du die echt Tier so 10-15 Sekunden pro Tour, weil einfach Pneu kein Grip hat. Das heißt, wie wenn du am Eis gehst, laufen oder ein normaler Boden grundsätzlich. Und du wennst öfters an die Tire-Warmers gemacht wird, dass du die echt 2 Tier dann nicht die 10-15 Sekunden verlierst. Und du magst wusste nicht grundsätzlich direkt, dass wir kalt Pneu und dann wussten halt nicht, wie du abfirmen. Du müssen halt beim Porsche viel Gewicht dann, nicht viel Gewicht für. Du musst halt gucken, dass du losführst, dass die Hinterpneu nicht schnell akzelerieren, also so, dass die Hinterpneu kalt bleiben sozusagen. Und da musst du gucken mit der Bremse, mit der Innersteuer oder viel lenken sozusagen, für die Fischpneu warm zu kriegen und dann, dass du an der 3., 4. Tour optimal Temperatur ist, für dass du dann für 1-2 Tier mehr Grip hast wie jeder noch. Das ist halt beim neuen Pneu so. Und dann, voilà, und gucken halt bei ihm am Anfang nicht, das ist normal, weil es einfach nicht gewinnt, also nicht mehr gewinnt was. Von daher, ja, war halt viel Flatspots, wie man das nennen. Jetzt ist mir kein ABS. Das ist, wenn wir bremsen gehen, dann blockieren, dreht er schon. Und voilà, und ich glaube, ich habe gesehen, rausfahren, war mal ein großes Wolle, kann ich ihm. Das ist geil. Du supportierst hin an der Formel 1 oder wen hast du dein Favorite? Ich grundsätzlich, ich meine, alle Fahrer, die da sind, und wir als Motorsportler wissen ganz genau, dass halt eigentlich diesen Auto den größten Unterschied möchte, da an der Formel 1. Ich meine, ein größtes Beispiel ist einfach, letztes 4 Jahre als Hamilton der King gewesen, kein Auto, geht nicht mehr. Von daher, das ist ein größer Beweis, wie weit ein Auto halt einen Unterschied möchte. Mehr grundsätzlich, ja, ich meine, Hamilton fand ich schon ab ist, Verstappen auch, ich meine, den hat auch irgendwie nach Porzing rausgedrückt vom Auto, auch egal wann Simulator ist, wo man zu fahren oder egal wo, sind immer wirklich stark, von daher war es noch schon die D2 eigentlich, wo ich eigentlich so ein... Ja. Du bist Erfolgsfan. Erfolgsfan, ja. Sind die zwei, die ich kann. Wow. Nein, ich meine, Erfolg sieht auch eigentlich, wie hart wie die schaffen, weißt du? Guter Punkt. Von daher, ich meine, ich gucke nicht die Punkte halt, wie hart schaffen sie, wie gut sind sie wirklich an der Qualität hier von was sie machen, im Vergleich zu die anderen, wo dieselbe Material haben zum Beispiel an. Von daher, für mich ist das auch Formel 2 Kurse gucken, wo sie gefahren sind, oder Formel 3 Kursen. Voilà. Und von daher. Apropos hart schaffen, so, was musst du oder sie, was musst ihr machen, für auf die Kurse zu präparieren? Grundsätzlich fitnessmäßig ganz viel. Ich meine, bei Eis nach Mann wie bei der Formel 1. Grundsätzlich für ein, 2 Monate besser geguckt, weil ich auch mehr auf Menge Ernährung aufpassen, weil du das auch nicht zu schwer sind. Ich meine, du das bei Eis am Auto, du hast am Supercup mit ganzem Equipment, wirst du hast Helm, alles, das 80 Kilo waren. Von daher ist auch nicht so viel. Wie schwer ist so Gear? 4-5 Kilo, also alles, wenn es alles in ist. Von daher. Ist das einfach gut, wenn du klein hast? Klang, ja. Du hast ja so wie ich halt Möglichkeit, dass du ein bisschen mehr Muskeln aufbauen kannst, was da ein bisschen helfen kann. Aber bon, ich meine auch nicht so viel, weil ich denke, wenn du so viel Masse hast, Muskelmasse hast, dann hast du halt das Problem, dass die Reaktion nicht mehr so schnell ist. Und das ist halt bei uns fatal. Aber was hilft das?
Muskel, wenn du gehst mal noch mit, weil du musst den ganz Gehkraft, der musst du auffangen können. Ne? Natürlich, wenn du nicht viel Muskeln hast oder an die Muskeln, natürlich, wenn wir Fitness gehen, was nicht 6 bis 8 Wiederholungen für den Master abzuhaben, sondern mehr für 15 bis 25 Wiederholungen, für das einfach, das eine halbe Stunde oder 3 Stunden am Auto einst du einfach zum Beispiel Le Mans letztes Jahr war ich eigentlich 3 Stunden am Auto umsteckt, dann schwest du halt, du musst halt gucken, dass du den Magnesium, Calcium, so Sachen ran, weil das verlierst halt, das schwest halt viel, da musst du aufpassen und dann halt sonst eigentlich vom Gewicht her nicht so viel. Und, das ist das schon nur streng in seinem Kurs. Ja, ich meine, bei wenn du Sport machst, wie viel Kalorien verbrauchst du ungefähr, wenn du eine Stunde Sport machen gehst? 300. Ja, darum, an 3, 400. 3 bis 500, wenn du wirst du schon nicht schlecht. Wenn du vom Lehn guckst, die, was habe ich leider geguckt, ja, ich meine, die waren die 1600 Kalorien an einem Kurs, die verbrennen, wo 1,5 Stunden hast. Also von daher, das ist das ist mehr mental. Oder das ist mental ganz viel, Körper. weil du musst halt, ja auch, grundsätzlich wird was streng das als Tötz. Wir haben halt 60 bis 80 Grad am Auto. Hast du gerne Klima? Nein, also Fenster vom Lehn ist halt frisch Luft, vom Bausen oder frisch Luft, wenn du Bausen 40 Grad hast, nicht. Wir haben bei der WC, beim Waldmeisterschaft, mussten sie Klima machen, das seit 3-4 Jahren ist so. Da sind wir bei 30 Grad am Auto, 33 Grad ungefähr. Da muss man hundern, wenn es zu warm ist, muss an Box kommen. Und sie sind das halt mit Live-Telemetrie. Die sind da genau, wenn die Temperatur am Auto ist. Und denken, da muss der, wenn es heiß ist, muss rauskommen, Klima nach Flecken oder so, wenn sie nicht mehr geht oder kann. An vom Lehn halt nicht, die haben halt die 50, 60 Grad am Auto, weil der Motor sich dann drunter ist. So, ne? An mir haben halt 60 bis 80 Grad am Auto, dementsprechend wie halt. Wie trinkst du während der Kurse? Ja, also wir halt bei dem Supercup dürfen wir nicht trinken. Das ist eine halbe Stunde, wo wir nicht trinken. Das ist 4 Runden ganz wichtig, dass du der Körper mit Wasser füllst. Auch nicht so viel, sonst muss die ganze Zeit. Ja, zahle ich für dir. Ne? Von daher, ja, das ist wichtig, Wasser zu trinken. 4 Runden, das ist auch nicht so viel, weil das musst du auf die Toilette. Und das ist auch nicht für die Konzentration. Auch nicht. Kannst du nicht laufen lassen einfach? Das kannst schon, aber bon, dann gehst du dann noch auf das Podium, musst einen schönen Platz. Das wäre optimal. Ne? Also, weil genau schon vorher, wo das mal Hund, echt noch nicht mehr. Das ist nicht schlimm, das ist professionell. Ich will auch vorher machen. Ich will auch vorher machen, doch. Also von daher. Ich habe Bidon alles geschlossen. Bidon. Wir sind auch so einen Endurance-Kurs, wo man das umhalten fast. Das heißt, du hast dann ein Flasch, wo pro Pitstop da gewürzt wird. Der ist aber die erste halbe Stunde okay, mit dann nur hast du zu warm, dann verbrennst du der Ballzunge halt. Okay, also an der Endurance WC war okay, weil man 30 Grad, natürlich ist das Wasser halt von 30 Grad, ist ja warm, wir waren so, wo ich da bei reingefahren bin, 43 Grad Außentemperatur, dann warst du Flasche für 60 Grad oder so, dann war schon ein bisschen warm. Ja. Krass. Verständlich. Du siehst, du passt mehr auf deine Ernährung ab. Ich passe eigentlich seit Dezember eigentlich ganz viel ab. Ich habe mir einfach Ziel gesagt, das Jahr Championat zu gewonnen. Und ich habe mir gesagt, wieso immer alles gucken, für das dein Auto perfekt ist, was an deinem Körper nicht. Von daher ist das für mich mein Hauptziel gewesen, das Jahr auch mein Körper optimal zu tunen. Grundsätzlich mein Körperfett draufbräuchte, ich meine, ich von 18 auf 12 raufgegangen. Zu wenig dürfst du auch nicht tun, weil du einfach so lange am Auto passt. Wenn du zu dritte bist, dann also auch nicht optimal. Also ich meine, ich kann vielleicht probieren, noch raufzukommen, vielleicht auf 11 ziehen, mehr nicht, weil das passt jetzt zu dritte und du verlierst halt. Du brauchst halt, du bist 3 Stunden am Auto, du kriegst nicht ran und du geht halt Fett verbrannt. Aus 12 schon Sixpack, ja, geil. Es hängt immer auch von allen Personen. Ich meine, grundsätzlich verschiedene bei mir Seiten schon, ja, aber trotzdem, ich meine, das ist einfach von allen Personen an. Ich habe bei mir gesagt, bei 12% nicht so viel wie war andere Kollegen, wo ich mehr Prozent und wie ich. Was müsste genau? Du isst Fett, Schokolade. Grundsätzlich einfach alles, was Zucker ist, entweder ersetzen durch andere Proteine oder halt
jo, oder halt nicht essen. Da dann ist halt, ich meine, die viele Leute sagen, okay, es ist Zero-Getränk oder so, ob das mehr gesundlich ist oder nicht, ist immer, okay, wieso nicht? Weil ich meine, wieso soll es gesund sein, da direkt 60 Gramm Zucker von der okay, ran zu geheilen, obwohl es nicht mehr so 25 den Tag brauchst. Von daher wäre das mehr gesund, sind vollen Zuckerzusatz oder halt den Süßstoff oder so, von, weil du zum Beispiel länger Cola, keine Werbung. Ja. Also, von daher, ich meine, ich bin Loch, ich bin keine Werbung, habe ich auch zu machen, ich bin Loch eine Kollaboration mit More Nutrition an ESN. Ich habe gesehen, auf deinem Insta. Genau, von der Dachlo für einen Monat so ungefähr. Okay. Weil da dürfen wir benutzen schon die Milchprodukte, wo wir halt Fülle von normal sind, mit trotzdem halt kalorienarm. Und du merkst halt nicht, dass du auffüllst. Theoretisch du musst okay, das tracken Sachen hier und da, mit trotzdem aber nur nicht, dass du siehst, ich dürfe und verzichten auf Kuchen oder so, weil ich muss einfach kochen. Wo du musst, und das ist einfach, holst du Steak, die hat 100 Kalorien oder so, nein. Wenn du aber zum Beispiel Cheesecake Factory gehst oder so, holst du Steak, dann bist du bei 1500 Kalorien. Das ein enormer Unterschied ist. Und, von daher ist es für mich hilfreich. Und dann haben wir halt auch noch andere Supplements, wo wir dann helfen. Andere Sachen wie Vitamin D, Omega-3, was eigentlich Vitamin D eigentlich 95% von hier am Land wahrscheinlich am Mangel Sinn. Ja. Von daher. Ich habe ein Buch gelesen, da stand, dass es eine viel große Rate gab bei Corona von Leuten, die gestorben sind, die ein Defizit von Vitamin D hatten. Das heißt, es gibt so eine Korrelation, ja. Okay. Ja, kann gut sein. Das geht ja schon Vitamin D kaufen. Ja, oder geht dann so. Boah, mir ist so ein nicht gegen die Pharmazie hier am Land oder so. Ich meine, die Kapseln, die wir hier am Land kriegen oder so, schon so viel probiert, immer da ich gut nie rob. Krass. Und ich nicht. Ich schon immer die, so, das war so ein Urlaub. Ja. Genau. Weil die Siefrege verschrieben, ich meine, Siefregen am Land kennt das Ball. Und okay, wenn es Blutanalyse müsste, kriegst du verschrieben. Und das genau da. Also schon mittlerweile noch nicht getestet, also ich hole nicht seit einem Monat an. Sie Kapseln halt alle auch. Und weil ich werde sowieso an einer Woche oder 2 Wochen, wenn ich dann nicht folgt auf Insta, könnt drauf wahrscheinlich dann von daher ja, also da mal gucken, ob ich da mit Vitamin D auch drüber sind. Weil auch interessant ist, die meisten Vitamin D 25 OH getestet, was dann eigentlich der passive ist. Und dann aber wichtig, dass das ein aktiven, was dann 1,25 ist. Und das ist ein Unterschied. An den aktiven aus der, wo du dich halt mitfühlst oder so. Und wenn den passiven Lohn idle hast, dann kann das geschehen, dass das einst auch an den negativen fällt, den aktiven, und dann also auch mitfühlst. Von daher, aber die geht nie getestet. Von mir war es genau dasselbe. Ich habe mich testen gelöst. Ich war okay am Defizit von Vitamin D passiven, aktiven. War ich aber gut am Aktiven. Also von daher war es okay. Was man ich meine, ich fühle mich auch gut, ich war nicht mit. Also du wennst bei meinen Aktiven aber gut. Und das ist ein bisschen, was hier im Land auch fehlt, und ich schon gesagt, oft am sozialen Medien nicht am Rückstand sind, mit da sind wir auch definitiv mega am Rückstand hier am Land. Ich meine, hier am Land, wenn du mit der Kamera rundherum liest, und das ist ein Film, so eine Story zu machen, hast du geguckt, wie man es vom Alien kennt, wie man es in Amerika muss, dann stehen sie an 100 Frauen sich, okay, hier, was weiß man dahinter, oder so, weißt du? Und das ist einfach eine ganz andere Mentalität, weil ich einfach ganz schön von der Welt einfach auch euch kann, ich meine, ist die Sache nicht für mich schlimm, für mich ist die Sache erreicht, was noch nie hier im Land errichtet, am Motorsport, und trotzdem kann mich eigentlich vielleicht pur leid, ne? Von daher. Du gehst aber von den Medien heute unterstützt, oder? Also du schon gestern war noch ein Ding. Weißt du, wie Medien möchte? Ja. Wo der alles an Zeitung bringt? Ja. Ich bringe mich alles selber an Zeitung. Okay, krass. Also von daher. Okay. Grundsätzlich okay, Fernsehen oder so, RTL oder so, die rufen wir schon an oder so, oder RTL am Radio oder so, ja. Mehr, aber Zeitungen oder so geht alles immer von mir gemacht. Ich bin eine Person, wo das
mittlerweile eine Person, wo einfach Pressrelease muss und das geht dann all Journalisten geschickt, wo dann eigentlich theoretisch einen Platz reserviert wird für mich. Und das ist der den Schuss, den du dann Zeitung kriegst. Du musst halt ständig etwas liefern. Du musst etwas liefern. Wenn sie immer etwas liefern, wo sie dieses Copy-Paste können machen, man sie dran. Grundsätzlich, die schreiben vielleicht eins um. Es sind verschiedene Journalisten glücklicherweise, die auch bei mir in der Klasse waren. Hallo, mittlerweile, die helfen das noch mega, weil die rufen dann auch verbunden an, sondern halt mal schnell ein Interview wie dir einfach gemacht, schreibt, dann hast du eine halbe Stunde gemacht und dann könnt ihr dann eine große Zeit auf Zeitung oder so und das hilft schon. Wie sie auch gesagt die Zeitung schwingen. Vielleicht ist es ein Generationenkonflikt, weißt du, weil du siehst junge Leute, weißt du, so wie mir, weißt du, so, wir schreiben auf Insta und dann ist es easy. So, wir verstehen. Und du, weißt du verstehst und die Jungen verstehen. Vielleicht ist das dann für Generationenkonflikt. Ich meine, mittlerweile, auch Generationen, okay, hier im Land vielleicht. Guck an Amerika, die richtig schwer Leute sind selber dran. Du siehst ja immer, Amerika, und wir sind einfach Europa oder Lützeburg, wir sind 10 Jahre dran par rapport zu Amerika. Du kannst nur einen Trend verfolgen, sie vielleicht nicht 10 Jahre mehr, also ein paar Jahre, ein Trend in Amerika. Du kannst dann von sicher sein, der Wert heute existieren, aber Europa ist einfach ein bisschen verschlossen. Man fängt schon immer ein Glasfaser am Land schmengen. Zum Beispiel, rauskommt, 2000, oder bis nächstes sogar. Ich meine, als es rauskommt, möchte bei mir daheim noch immer kein Glasfaser. Und ich habe oft schon mal gefreut, weil ich brauche es weil ich erstens streamen einst da, zweitens aber auch Online-Simulationsrennen fahren, wo auch Geld geht und so. Und wenn es dann eine schlechte Konnexion ist, ist es Kontakt mit dem Mann route. Zu wem was an der Mauer? Ja, das war schon geschehen und so weiter. Und das ist halt blöd, ne? Es geht dann auch bald mehr Geld wie im realen Leben. Wen musst du kontaktieren? Wo wohnst du? Ich bin ein Schüler. Wen gemeinst du? Schüler? Dippisch gemeint. Mein Dippisch, wann schrift mein Glasfaser? Ja, 23 anscheinend sollte kommen. Schaffen können. Was streamst du dann? Meine Online-Kursen sozusagen auf Also Twitch oder so. Schlau. Ich bin noch nie drüber nachgedacht, das ist so evident mehr schlau. Ja, ich meine... Guck den da. Guck ein Leute noch. Problem ist nicht so viel Zeit. Das ist, am Winter ist es vielleicht mehr Lockdown und ich habe öfters gemacht. Bei mir zwischen 10 bis 100 Follower, wo nur gucken. Das ist nicht so viel, mit trotzdem auch Leute. Und im Endeffekt ich meine schon das gemacht, weil ich sowieso mache, sowieso mein Training machen. Und von daher für die Leute Entertainment und auch Leute konnten mal Sachen froh, wie die mich Lolo froh, sie werden am Chat gemacht, wo während der Kurs hat immer ein bisschen hektisch. Wie du da drauf sind, von mir das aber gar nicht. Ich meine, beim Vorrennen ist halt bei uns ganz normal. Und das ist so wie ganz auf der Straße ist. Bei uns ist mir ein bisschen mehr schnell, aber auf der Straße ist, kannst du trotzdem mit den Nupper aber schwatzen. Von daher ist es genau das gleiche Eis, obwohl es ein bisschen mehr schnell geht. Was du mal im Auto oder hinkommen? Ja, bon, das ist ein bisschen weit zu Fuß, ne? Das ist mal mit dem Porsche oder was? Wäre gut, wenn ich mit dem Kind fuhr, dann gehst du mir schon näher auf weit, ne? Wir waren bereit, ja. Ja, leider nicht. Also wenn wir im Supercup fuhren, da sind wir schon die 130 bis 140 Dezibel in der Weg. Also schon, und dann nicht direkt beim Auspuff gemusst, ne? Oder schon da liegen, 500 Meter, ja, Tribüne oder so, was gefilmt. Aber wie hast du das für dich, ein normales Auto zu fahren? Grundsätzlich kannst du da eigentlich ziemlich gut trennen, also für viel vor, wo dann auch auf der Straße vor mir schon, eigentlich, dass ich so gut trennen kann, eigentlich, was die Straße ist. Und ich finde eigentlich auch ziemlich gefährlich, dass, oder wenn es mit 50 oder 60 Mauer geht, wo ich auch schon erlebt, oder mit mir. Und von daher weiß ich ganz genau, wie schlimm das ist, wenn es mit 50 oder mit 100 oder 250 Mauer geht. Von daher respektiere ich es. Wird das ein bisschen mehr, obwohl ich nie so, dass ich, wenn 50 ist, dass ich dann 50 von mit trotzdem, weil du nicht, dass ich dann auf 50 ist, 100 von. 52. Ja, das ist nicht der Limit. Das ist kein Protokoll. Ja, aber generell auch bei dir am Sport, weißt du, das ist ja vom Iva gefährlich in der Theorie. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich, weißt du, dass du nicht darfst oder willst drüber nachdenken. So. Ja, also grundsätzlich denkst du, ja, genau, also ich meine, weil so passt es schon. Vielleicht
ja, ich meine, 20 oder so, als ein Kollege von mir auf der Strecke gestorben, sie ist Firma. Von daher, in dem Moment selber denkst du dann schon dran. Du hast aber, keine Ahnung, schon Puchs danach nicht gewonnen. Aber du hast aber, du denkst nicht mehr. Also du hast den Moment, wo du da lernst, wie du weißt, dann hast du allein geblieben. Obwohl sie das immer nicht annoncieren. Ich meine, das ist noch nie vor auf der Strecke geblieben. Sozusagen, sie haben immer matt auf Spidol oder so und immer werden dann Spidol gestorben. Das stimmt nicht. Von daher, ja, also das dann in dem Moment selber und du denkst auch an auch eine Familie, weil du auch kann, dann das halt immer nicht so schön. Aber wenn sobald du dann am Auto bist, dann müsst du deinen Job und du denkst eigentlich theoretisch nicht mehr daran. Boah, also als Beileid oder so. Boah, krass. Das heißt, du musst da schon Gedanken, wie gefährlich das ist, du denkst, am Anfang für der Kurs bist du abgeregt. Ja, schon, ja, das ist alles. Ich meine, das ist so, selbst wenn du ein Examen gehst, oder mehr Premier oder so, eher weil auch auf Premier Examen gehst du schief reden, also auch abgeregt. Da noch lehrst du, ich meine, schon seit 4 Jahren, wo seitdem ich 4 Jahre alt bin, oder Sommer 10, wo ich mir Kursen hatte, bin ich mit Stress konfrontiert, die ganzen Zeiten. Wahrscheinlich weiß ich nicht, was auch nicht Stress ist. Ich meine, mein Tag lebt immer volle Pulle. Ich meine, für so 3 Wochen war ich schon 4 verschiedene Länder in einer Woche. Also von daher reisen permanent, dann noch fahren, heuern da, das ist schon stressig. Und ich meine, ich gehe einfach ganz gut sehen, was Stress mittlerweile. Und das tut auch für ein Examen, ein Premier-Examen, eigentlich ganz geholfen. Generell, wie gesagt, dann fängst du deinen Tag, den Routine, dein Alltag aus, punkto Privatleben, wisse Ladies, keine Ahnung, alles. Wenn jemand den Porsche kennt, dann ist das schon mega. Wäre gut, nein. Grundsätzlich, nee. Ich meine, meine ist das meistens dann meist frei von 10 bis 12 mein Mentaltrainer. Wo ich dann muss machen 2-3 Mal Woche und statt meistens Mentaltraining. Ja, Mentaltraining. Das ist eigentlich ganz wichtig. Du musst halt den Sachen auch verschaffen. Du musst halt, wenn es so gute Weekend ist, das easy verschaffen, wenn es schlechte Weekend ist, das ist nicht. Und du darfst nicht halt eine schlechte Motivation mitwählen auf die nächste. Oder du musst halt respektiv gucken, wieso was halt geschieht. Was mental ist nicht da, was du irgendwo eine Auflenkung gehabt, familiäre, Freunde, Krankheit, keine Ahnung, irgendetwas. Wo kannst du das lesen? Dann einfach auch denken, weil ich oft trainieren, also einfach mich komplett mitzumachen durch Burpees oder so eine anstrengende Übung halt, bis du komplett am Anbass und dann dich noch zu konzentrieren, die Reaktionszeit zu machen oder wenn das Slackline drauf zu gehen, da drauf zu bleiben oder so Sachen, aber Balancetraining zu machen. Ganz kurz Parenthese, das ist relativ warm hier im Raum, gell? Milo relativ lang schwarz. Für ihn ist es nicht warm. Komm mal machen, lo Reaktionszeitspiel. Die Philipp hat ein Spiel vorbereitet, für genau den Reaktionszeit. Das ist das so sein. Ja, muss mal gucken. Mach das einfach da am Stuhl. Ja, mal schmecken, mit der Kamera geht es. Ja. Mal gucken, halt. So, also du hast den Beweis. Du hast eine Mod-Kamera. Das tut ich noch nie gemacht. Also ich gesehen das oft bei der Formel mit die Totentraining machen ich nicht so oft. Egal. Ja, voilà. Also meistens nicht so oft gemacht. Also sind das immer ein Karate gemacht, Philipp. Ui, gut. Also das Reaktionstest, das ist Philipp lässt den Ball fallen, obviously. Ich kommentiere, was ich gesehen einfach. Ui, ja, easy. Wie du hast noch ein bisschen so mal, gut, Mike. Also, beim Philipp ist gestanden. Ja? Digga. So aussieht. Muss ich immer Challenge, immer da. Ja. Aber mal gucken, dann einem Jahr komme ich rum dann. Ja, okay. Ich meine das nicht schwer. Ja, also effektiv an einem Jahr kannst du gerne rumkommen. Das ist mal vielleicht Kannst du schon den dann noch vom Supercup Leben, dann gewonnen, geht sonst ist es gefällt. Wann ich nicht gewonnen, okay. Challenge accepted. So, was war dein Highspeed auf einer deutschen Autobahn? Von mir selber Mord gefahren. Von dir selber. Mein war 108. Nee, 108. Deutsche Auto, keine Ahnung.
2027 wahrscheinlich. 2,7. Geil. Ja. Das ist Dein? krass. Wirklich? Wie macht Wer ein was? Auto? Nee, 2 Fährs. Also, wo ich Matt gefahren sind 3 fähig. Puh. Alter, so krass. Also, gar noch, ja, Können ist mir piepsen, wo fließend. ich mein Ding jetzt... Jetzt hast du 180. Also, definitiv, Jungs. Ich gebe das auch nicht mal, ne? Wann, falls er nicht gewinnt, den Speed oder so. Wir können auch alles piepsen, alles hört immer so. Alles von mir als grundsätzlich. Deutsch Auto von uns frei, dürst du machen. Von Ja. daher ist alles gut. Mir das aber trotzdem gefährlich, Jung. Also, mais bon, ich meine, wenn es immer so race wirst, dann musst du eins so schnell von einem Punkt auf die andere. Du musst Von halt daher, so schnell von einem Punkt auf den Nee. eins so ist keine Zeit. Aber Also, von ich mir meine, waren- letztes Jahr war ich schon in Südfrankreich bis auf Nürburgring und ich war fertig um 3-4 Uhr mittags zu Magny-Cours. Und dann muss ich oben um 8 muss ich noch Schleife fahren. Und dann, also musste mal rüberfahren. Das ist auch nicht aus deutscher Autobahn. Nicht alles. Also, geht aber. Geht auch. Also ich meine, ich war um 2 oder 3 bei Schloss gefahren. Ich war kurz für 8 Uhr und ich bin schon da. Oder nee, ich war noch gut da. Und dann ein Auto gesprungen. Also, nee, eigentlich nicht. Nee. Billig. Alles wird billig, also ist gut. Wie gesagt, ich verdenke noch keinen Sohn. War das dein, einfach nur als Parenthese, dein Take elektrisch Automobilität? Gut froh. Ist grundsätzlich schon interessant, was alles performancemäßig geht mit den elektrischen Sachen. Ich meine, von 0 auf 100 definitiv besser. Kursen, Bierkursen, Circuit, alles, was mit elektrisch formuliert ist, ist mittlerweile Hybrid sozusagen. Also einfach besser, weil es einfach mehr schnell beschleunigen kann und so weiter. Von daher, ja. Ob das in Zukunft das mega Meinung ist, nee. Okay, wieso? Weil, wenn du theoretisch dann noch alles da 100 guckst, brauchst du eine Mate C2, wie wenn du normal Benzin benutzt oder so. Für Batterien zu machen, oder wie? Batterien zu machen, Ja. Batterien zu entzügen, elektrisch herzustellen. Aber wenn ich früher von 100 Mal alles ein elektrisches Auto Ja, gefahren, das dann dauert. geht es nicht Ich wollte gerade funktionieren. so, das ist effektiv Von eine daher. Phase de Transition, mein Schwester. Das Momentan dauert, geht gut nicht, dauert. wann dann ist es für Zukunft. Ja, und dann müsste alles durch erneuerbare Energie herauskommen. Ja. Von dann wird okay, mir bis low, wenn du low guckst, ist das recht an 20, wenn du 20 Jahre lang den Auto fährst, da geht es recht rentabel von den CO2-Sachen her. Mich, pardon, dass ich dich unterbreche. Okay, Ich meine, dass generell eng sagt, dass die verschiedenen Möglichkeiten, die man hun koexistieren werden, müssen erwerten. Ja, ich meine, du musst halt ein bisschen alles machen. Ja. Wir mengen und meinen noch als Wasserstoff, das wird die größte Zukunft wird sein. Auch, ich bin nicht so dran, aber auch du gehen Probleme. Also, es gibt das Ja, ja. der größte Problem ist einfach Lagerung. die Explosion Ja. von Gefährlichkeit. Von der Ja, es sind Explosion. doch die Lagere vom Wasserstoff. Wasserstoff. Ja. Ja. Also, boah, wie gesagt, also, ich meine, du brauchst mich einfach- lauscht das nicht nur. Mehr Meinung, was es ist, ich weiß nicht, theoretisch wäre der Beste, wenn es einfach Wasser in einen Tank füllen und da gibt der Motor dann irgendwie Wann es so einfach Wasserstoff wäre, herstellen. so Ne? funktioniert. So Ja. vital. Ja. Ja, aber das ist aber so. Ich meine, das für mich ist das Zukunft, wo können Wann es geht, da Also- geht das gehen. das ist schon am Gang. Ja, Meiner Meinung nach. Es Oder- ist viel, also so mal so. BWT auch, Ja. BWT Rand hat schon da mit Hydrogen ganz Ja. viel mit bei. Sie probieren gerade auch ein Kursauto, da mal das herzustellen. Von daher dauert nicht mehr so lang, bis das rauskommt, Menge Meinung. Also investiert alle über Wasser. Weil du musst noch Wasser trinken. Ne? Ah, nur als Gin May Bölle. Ja. Das heißt, ich möchte dir noch mal Spaß haben kannst. Also, das ist definitiv eine Sache, wo du siehst, Spaß, ja. Gibt aber auch Momente, wo du siehst, wieso man das alles. Das ist einfach, zum Beispiel letztes Jahr war ganz, ganz schwer für mich. Boah, ich meine, die viele Sachen, wo ich gemacht habe, zweiten auf der Weltmeisterschaft, zweiten im Le Mans, das ist auch schon mehr Kursen dann eigentlich auch. Aber das geht nie um den geht nie durch für das andere, was das schlecht ist, erwaschen zu wollen. Von daher war Supercup war mein Hauptprogramm letztes Jahr für mich. Und da muss dann alles laufen, wie es soll. Aber dann von 10 Kursen ist 6 mal 7 Monate. 6, 7 Mal aufgeschossen gehen. Also 4 Mal gekommen. Ein selber ein Fehler von mir. Zu Monaco selber, wo ich am Quali von aufgeschossen selber an Mauer gesagt habe, mehr geschieht. Und das ist halt schwer. Du bist halt
kriegst ein Korruption an, du kriegst immer einen Panz, sozusagen, du musst immer am Abstehen. Und dann siehst du, wieso musst du das kannst. Du kannst einfach normal arbeiten gehen. Und dann kannst du halt auch easy gehst du arbeiten, dann gehst du heim, musst Party wissen, dann gehst du am Arbeiten. Wenn du den nächsten Tag 80% fit bist, das ist nicht schlimm. Bei mir ist das eine Katastrophe. Das heißt, wenn du an die Schule gehst und du hast eine Art auf 50 geschrieben, warst du nicht froh, sozusagen. Aber an der Schule ja. Und das ist halt ein Unterschied beim Motorsport. Du musst halt 100% immer haben. Wie hast du das Kurs? Hast du Party oder wie läuft das? Schon, ja, aber nicht für alles. Du gehst nie da so. Also, der einzige, wo möglich ist, als zu Monaco, weil dann wir fahren Donnerstag, Freitag, und Sonntag. Natürlich, am Samstag ist ein Tag frei. Natürlich, da ist dann öfters mal, dass ganze Teams rausgehen. Mir sonst definitiv nicht Mechaniker oder so verschiedene, ja. Aber ich kann sich ja feststellen, von Formel 1, dass wir die 300.000, 400.000 Leute da, die machen schon Party. Ja. Du gehst nie raus, außer du zu Monaco. Ja, also Du gehst nie halt zu Lützeburg irgendwo. Halt zuletzt schon, Lohmann Covid war ein bisschen Mann, weil das war mir Risiko nicht holen. Weil es einfach, du hast eine ganze Saison direkt verspielt sozusagen. Du musst was 4 Mal bei. Zum Beispiel 2020 hat Covid angefangen, du sind zweiten am Meisterschaft gehen am Supercup an Deutschland. Und weil ich und Meisterschaft gespielt, wenn ich schon rausgehen und dann gibt es Covid kriegen, weil da musst du 2 Kurse verpasst und das ist ein Championat rüber. Und dann ist eine ganze Karriere, könnte Sinn, dass eine ganze Karriere anders. Und von daher, meine Kollegen haben gut für 2 Jahre aber nicht gesehen und noch von rauskommen hier war selten. Wie wenn du das erzählst, so können wir so an den Kopf, wie lonely oder wie einsam ist es oder geht es oder wie? Also ziemlich einsam, es rennt vor, du warst halt ständig in der Weh. Du bist eine Person, die geht dein Papa mit Mutter oder? Ja, ich möchte so lange. Was immer lang? Ich möchte so lange an der Weh. Beim Papa kann eins der Mat von Sponsoren gehen, dass ein kümmern kann und Sponsoren oder so. Ja, mein Papa muss auch schaffen, von daher, ja. War in einem Betrieb, dann geht es, kann das halt bis frei holen. Also für den Mat mehr, aber sonst ist es aber schwer. Und von mir aus ist das mein Beruf. Ich meine, wenn du am Büro schaffst, also ist auch nicht Freundin, Papa oder so dann schaffen. Ja. Von daher. Du brauchst eine Freundin, die immer Mutter kann, überall hier reisen. Ich meine, dem Freundin müsste noch am Motorsport schaffen oder so. Ja. Von daher, von alles immer schwer. Ich meine, geht auch immer nicht. Ich meine, solange sich gerne heute so, dann. Also kein Problem, ich meine, können Sie ja mal rum, ich meine, das ist wie ganz hoch, das ist aber 2-3 Tage für so Hypers rum. Das einzige Problem ist halt, die 2-3 Tage, die meisten als während der Woche, dann ist Mittwoch meistens, voilà, wie geht dann da noch etwas raus trinken oder wie halt etwas. Für mich, boah, ich gerade Restaurationsleute, wo eigentlich von meinen Kollegen, viele Kollegen von meiner Restauration haben, weil einfach meinen, dass auch sie frei sind. Das ja, da gehen die abends von hinten holen oder so. Und das ist in dem Sinne cool, dass die da mit meisten do frei und wurscht rein. Ja, und dann andere Sachen halt, also einfach für den ganzen Kantet, also einfach nicht da. Naja. Du hast halt kein Kantetball. Das ist halt erstens, was direkt immer mit der Wurst, du musst immer mit der Wurst zu dienen. Und dann ist halt, okay, es ist Freitag, Samstag, Sonntag, was fort, auch an der Schule. Und das ist gerade der Moment, bei uns noch eigentlich, wo wir rausspielen ja, waren, also haut das alles sowieso wahrscheinlich der Playstation oder so etwas. Oder Fortnite, Twitch. Ja, das ist aber so. Und ich meine, das ist schön. Ich meine, du sagst auch, kein Mensch, du baust, ich bin oft überlaufen nach. Und du sagst, kein Mensch, du baust ein Logo, okay, du hast Sonne, geht darum. Wieso hast du gesagt, aber kein. Und das ist ein bisschen schön für mich, aber das ist genau das, wo ich spielen kann, da ein bisschen verloren. Aber bon, das ist auch dementsprechend, wo ich eigentlich auch schon ziemlich schnell auf Wusse war, wo ich dann eigentlich und mein Sport dann noch besser mache. Aber du regrettierst aber nicht. Ich meine, ich bin trotzdem zufrieden, dass ich da bin, wo ich bin. Ich meine, viel erreicht, cool Sachen, ich meine, viel Dramenjob für die Freigeben, wo Motorsport gerne hat. Von daher, ich meine, ich hatte viel mehr Falschkinder Mann, auch lo, weil ich durch die Armee oder so. Von daher, ich habe meinen Sohn der Mann da, okay, ich kann mal auch keinen großen Fehler kaufen, der Mann mehr. Geht dürfen zu verlieren. Ne? Ja, aber der geht nicht mehr. Also von daher. Hey, du kriegst das Porsche von Losch, ne? Letztes Jahr, ja. Losch.
Sponsor definitiv das ja gucken der No gucken von do hier an schlimm ich mein, mich 3 Jahre unterstützt von der erst alles ziemlich gut aber ja das ja muss ich gucken dass ein Asian Auto irgendwie kriegen bon, das ist auch nur so schwer gewesen mein Papa hat ja auch ein Autohandel von da hier Auto so wenn du ein Auto kennst fuhren eigentlich schwer zu sagen ehrlich zu sagen ich bin seit Anfang auch Ferrari-Fan an ja ich da an der Richtung bon, ich muss auch so einen Taycan wirklich den hat mich auch impressioniert ich habe einen voll los gelernt von daher nicht immer alles schlecht ist von daher auch da mega krass hat ein Auto also machen kann Bremse mega Beschleunigung mega Strasslach auch krass obwohl ein Auto über 2 Tonnen weit von daher ja da mega aber dann noch von Porsche wenn ich Porsche so von mir als Taycan an Ningosch singen wenn ich von Ferraris gucken die mich da gut gefallen mal von daher so mal ein so ein SF90 oder den La Ferrari so. Wenn du bei einer Ecurie kennst, gehst du bei Ferrari. An der Formel 1. Gibt es da wo sie gewonnen können. Grundsätzlich. Oder? Ja, ich fand Ferrari der meiste Klasse. Ferrari, ich meine, alle Fahrer an der Formel 1 wollen bei Ferrari ran. Ich meine, die Frieden, irgendwann da ran, und auch wenn du dann Schluss von der Karriere hast. Aber das ist einfach, weil sie cool sind. Ich meine, das ist so lange da und Williams auch oder so, mindestens. Schon heute gelesen, Aston Martin halt ab. Oder. Ich habe auch einen Aston Martin, irgendetwas, der Pop vom Scroll. Den wollte irgendetwas sagen, wollte noch rauskommen, ein Team verkaufen. Ja. Das ist dann, ja. Ja, und wen? Schüssen. Dachte Stumm, Herr Berti. Ja, siehst du mal. Tja. Das ist ja der letzte, wo er da ist. Wer ist der? Also, Steve Krag. Den hast du ein Teamchef, gell? Ja. Steve Krag. Das Team wird ja verkauft mit Leuten, die da sind, die bleiben meistens. Also, das ist ein Nummer, das macht verkauft. Kannst du den nicht? Den letzten? Nee. Also, ich meine nicht. Naja, dann. Ich habe mir viel geschwärzt. Was ist denn so? An mir nach Gelle froh. Ja, ich will auch so, und du hast wieder geschwärzt, dass nicht viele Leute Zeit haben, ein Kollege mit da raus zu gehen. Mir geht gerne mit da raus, wenn es dann keine Zeit ist. Thierry kann auch mit. Aber gut, wenn du guckst, einfach schreiben. Wir machen ja kein Party. Alles gut, alles easy. Ja, genau. Alles easy. Maja. Wo ist denn Gelle froh? Gelle froh? Ich? Ja. Das ist unsere Audience. Und Leute. Also sie beantworten die auf Instagram und dann können sie den Kado gewinnen. Also was ist Modbrust? Okay, bon, weil ich mal brauche, das ist ein Podiumscup, der läuft vom letzten Jahr. Also hast du den gewonnen? Den habe ich gewonnen selber. Okay, die hast du im Podium un. Genau, die hatte ich im Podium un. Du hast deine Schwester. Ja, schon, ja. Auch Champes. Normalerweise. Geil. Sie sind auch ein bisschen nicht gewaschen, von daher. Ja, riecht noch gut, also okay, schlimm. Das ist die DNA nur vom Telebereich. Ja, also meine schreibt auch drauf und dann halt eine Autogrammkarte, die Hai, wo eigentlich 2020 war, mein bestes Jahr für mich, von mir aus, wo ich dann ein ziemlich Twitter gesehen, ein Carrera Cup Deutschland, dann ein Supercup und dann auch die Kehr, wo ich dann im WC-Auto gefahren bin, wo dann auf dem Mofen Auto oder was. Von daher an die Autogrammkarten von einem Kollegen von mir hergestellt gehen, also Photoshop-Skills passen. Ne? Die hast du dir selber gemacht, oder? Ja, von daher die passen. Nein. Und weil die sind dann ganz neu von diesem Jahr sind rausgekommen, der letzte Weekend zu Spa rauskommen, wo dann halt von allen Force die hergestellt sind. Okay, geil. Und war das froh, die sie musste beantworten? Was ist eigentlich was soll ich eigentlich vorstellen, wo ich. Nein, eigentlich kann ich, weil ich spontan. Von daher. Das ist keine richtige Antwort geben. Kann auch ein Open froh sein, kann auch.
Wo ist eine Idee? Froh mal. Das ist schon eine Idee. Ja. Dann schön am Podcast gesagt, dass ich schon nur gelöscht habe. Okay, was wissen, wissen, oder? Ja, das ist ganz gut. So, man möchte halt die Großfirma, Genau. wie du so genannt hast. Also von daher, was für ein Championat, da sind ich 2020 mitgefahren an was für einen Platz sind ich gekommen. Okay, was sie. Das weiß ich sogar. Also einfach, also von daher, Ja, ich hoffe, dass viele Kommentare ja. kommen, Ja. und das Schiefreden nicht Ich muss weiß. einfach Von 3 daher, Minuten zurückscrollen. von daher, das ist das Ziel, ne? Ja, Viele Kommentare. Kriegst ein 10 von 10. Und dann noch oder viel zu wählen, dass er auch ein bisschen Job kriegt, ne? Nur dass zwei Voilà. Leute anfangen und dann. Das heißt, das Rad auch ein bisschen, wie es Voilà. gefüllt ist. Ja, von daher viel Kommentare und dann als Kabern dort kommt gerade für ich. Voilà. An dir kommt aber als Party. Ja, dadurch immer herzlich willkommen. Auf jeden Fall machen wir die Party. Ja. Weil Aber wir machen wirklich noch einen zweiten Podcast, weil ich schon 2 Minuten geguckt, da sind noch plenty of Sachen. Okay, Stress. Ich bin Also, immer erreichbar von daher. Mir hat das extrem gut gefallen. ja, viel muss Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, ihr auch. Merci für die No-Leichterin. Merci dem Publikum. Merci. Merci aus dem Gast. Merci für das Wasser. Ja, Grupato. Ja, Pato, best Kaffee Ja, ja, Stadt. ja, ja. Wenn ihr noch Fragen habt für die nächste Mal, wenn wir mal Dylan schwätzen, könnt ihr die auch gerne einfach kommentieren. Also, wir sind ein ganz open Format. Da kommt noch nicht einmal. Da kommt nicht mal jonglieren. Nächste kannst du nicht entscheiden. Nächstes Jahr können wir gucken. Wenn da das Kommentar könnt, dann gucken ich, dass ich da kriege. Merci, Grupato, dass wir heute davon abholen. We love you. Ja, die best. Ja. Merci Dylan. Ja, Zwei sind ganz groß sehr. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.